Hallo miteinander, da ist Exodus 19. Wir sind da in unserer Stadt Barovia. Ich habe gefunden, ich zeige sie euch einmal. Wir laufen da ein bisschen rum. Und ja, ich bin auf dem Swiss SMP Server, einer der grössten Server der Schweiz. Alles Schweizer da, zum Teil ein paar Deutsche, aber wir schreiben eigentlich alles auf Schweizerdeutsch, außer im Forum. Das hier ist gerade das Bürgermeistergebäude, im Moment auch ein bisschen eine Notschlafstelle für unsere 1000 Villager. Für das Video musste ich es temporär schlachten, weil es ist nicht gegangen mit dem Programm und allem aufnehmen. Aber da laufen schon die ersten Kinder wieder rum. Wir waren vorher kurz auf dem Dorfplatz. Da ist jetzt unsere Schäferei zum Wappen machen. Und ich bin das erste Mal mit dem Replay-Mod. Hi Jeb. Ja, salut Jeb, wie geht's dir? Ich bin das erste Mal mit dem Replay-Mode am Arbeiten. Das heisst, ich nehme das Zeug auf, tue dann mit der Kamera umspielen. Das werdet ihr nachher sehen, aber es ist alles noch nicht sehr so, wie ich es gerne möchte haben, so profimässig, aber ist okay. Da ist unsere Bienenfarm, die schlafen aber jetzt gerade, weil es ist Neumond. Aha, sogar Neumond, ja dann schlafen sie noch ein bisschen länger. Ja, ist ein Scheissdreck. Da ist unsere Mauer. Was ist das für ein Loch? Dude, keine Ahnung, ich fliege später. Auf jeden Fall, ich wollte eine spezielle Mauer machen. Nicht so 0815. Es ist fast ein bisschen zu viel in den Augen. Vor allem, wenn man näher dran steht, kann das recht für Wirrnis sorgen. Und da sehen wir jetzt zum Beispiel eben den Replay-Mod. Ich kann es entkoppeln und sagen, jetzt, wenn wir da ein bisschen von außen ein bisschen weiter weg anschauen und dann wieder reinzoomen und was weiß ich. Ich habe nachher noch Timelapse vorbereitet, auch von der Mauer. Aber jetzt schauen wir zuerst mal an, wie meine Eisengolems da unseren Eingang verteidigen. Genau. Und das meine ich mit, das ist noch nicht sehr professionell, es ist ein bisschen wonky und rüttelig und überhaupt, ich mache Träge, die nicht nötig sind. Das Thema von Barovia ist dunkel, industriell, enge Gässli. Viele Leute normalerweise, aber jetzt halt nicht. Und so ein bisschen steampunky haben wir jetzt noch nicht viele Elemente drin, es sollte aber noch kommen. Ganz kurz haben wir noch den Galgen gesehen, aber ja, das ist der Neffe ihres Haus mit ihrem Privatkoch. Er hat im Moment gerade frei, darum hat er sein Gewändchen da. Und da ist ihr Schlafzimmer, das schauen wir jetzt nur mal kurz an. Das ist nämlich Privatsphäre, pur. Eben was ich gerne habe, sind die engen Gässchen gefüllt mit Sachen. Jetzt da ist unser Smelter und mit dem Replay-Mode kann ich euch leider nicht zeigen, was so in den Kisten drin ist. Oder auch in den Öfen. Ich habe es noch nicht genau herausgefunden, wie ich das zeigen kann. Aber ja, da kann man natürlich Lava machen mit diesen Dripstones. Wenn ich so stehen bleibe, dann bin ich wahrscheinlich im Chat am Schreiben, sorry. Ich habe versucht, mein Haus eben auch so ein bisschen steampunkig gestalten mit so sinnlosen Maschinen. Einfach Knöpfe. Ja genau, da lebe ich ab und zu. Also Knöpfe und dass es ein bisschen nach etwas Dekorativem aussieht halt. Da ist meine Küche. Dort habe ich so ein bisschen Schokostückchen drinnen und so und goldige Rüebli. Mein Kühlschrank, nur das Feinste vom Feinen natürlich, ganz klar. Auch da einfach so ein bisschen Dekoration. Und dort ist ein Schokihase, der ist 100 Schokitaler wert, das kann man sich von der Bank auszahlen lassen. Das sehen wir dann ein anderes Mal noch. Von da tue ich mich entspannen, wenn ich müde bin vom Regieren über meine Untertanen. Genau, einfach mal die Sterne anschauen, gemütlich sitzen. Und dann gehe ich auf meinen anderen Balkon, da tue ich dann regieren und oben runterrufen, sie sollen schneller arbeiten, ich will wieder entspannen. Genau. Da oben ist einfach noch ein kleines Lager und ich geniesse das mit dieser Sporeblossom überall die grünen Partikel. Ich finde das so genial. Es sollte viel mehr geben, so Zeugs. Es gibt mir viel zu wenig, es gibt Rauch und die grünen Dinger. Was gibt es sonst noch? Licht. Mit was können wir noch spielen? Wasser und Lava. Hey, du Katz. Livestream, miau. Ich meine Timelapse, miau. Nein. Jetzt tu noch warten, bitte. Da ist unsere alte Trading Hall. Ich glaube, die müssen auch mal alle verschwinden. Weil
ja, eben, es ist die alte Trading Hall, da haben wir gestartet. Wir haben dann nachher noch eine andere gemacht. Und da habe ich einen schönen Platz ausgehoben, auch für eine Timelapse, habe ich gedacht, mal zu machen. Jetzt wird es schön morgen. Timelapse, miau, Timelapse. Sie hat die Schnurren, Katze. Timelapse, miau. Also gut. Kommt gerade. Ja, da bin ich wieder. Eben auch da, Timelapse, das war mein allererster gewesen. Und jetzt gerade der beste Beweis, Replay-Mode. Ich habe vergessen, Kamerastation zu setzen. Und zwar, dass ich wieder im Spiel sein sollte. Jetzt, ja, dort, wo du den Kopf gesehen hast, dort hätte es eigentlich rauskommen und noch ein bisschen den Balkon demonstrieren. Aber ja, ich bin dran. Dafür gefällt mir das sehr. Das ja, ist cool. Ich bin ein bisschen heiser, das hört man. Meine Stimme ist normalerweise nicht so erotisch, weißt du, was ich meine? Das sind meine 4 Farmen, die ich gemacht habe. Und das ist die Fabrik von der Nefschi, das ist eigentlich unser Herzstück von Barovia. Aber zuerst mal das, was die Fabrik am Leben behalten hat. Nahrung. Und das schmeißt jetzt dann dem Villager, der dort in der Mitte steht, rein. Und es wird eigentlich alles schnell von diesen Minecarts aufgesaugt und weitergeleitet. Wo es herkommt, zeige ich euch dann nachher noch. Jetzt gehen wir zuerst noch geschwind schauen. Dort ist einfach noch der Weizen und der Rande. Also wirklich einfach alles 4. Die 4 wichtigsten Gemüsler. Und die farmen eigentlich selber, die ernten jeden Tag. Sie brauchen nicht mal ein Bett, sie arbeiten und arbeiten, wie sich's gehört. Warum dass man da die Türen nicht sieht aufgehen, keine Ahnung. Hat wahrscheinlich mit dem Replay-Mod zu tun. Das ist meine Eisenfarm. Ich liebe es, einfach so ein Loch buddeln. Gemütlich am Abend Fernsehen schauen und einfach ein Loch buddeln. Und dort oben sieht man die
Hoppers, wo das ganze Food-Zeugs weiterleitet. Vielleicht sollte ich eben keine Hoppers brauchen, sondern einen Waterstream. Das wäre vielleicht ein bisschen gescheiter, aber ich habe es jetzt für den Moment so gemacht. Dort geht das ganze Gemüse über und wo das ankommt, sehen wir nachher noch. Dasselbe ist mit den Hopper dort runter. Ich finde es überhaupt keine gute Lösung, aber ja, mit dem Eisen, da ist sozusagen mein Sparschwein, da mache ich ganz viel Boden. Ein Eisenboden. Schlussendlich an die Wand, mal schauen, wie weit das langt. Wie oft ich den Chunk auch aktiv habe, dass da etwas passiert, weil wenn ich zu weit weg bin, dann gibt es auch kein Eisen. Das ist ganz klar. Und ich habe natürlich ein Glas nehmen, sonst würden diese Golems dort draussen nebendran spawnen. Jawohl. Jetzt gehen wir, glaube ich, in die Fabrik rüber. Das ist, glaube ich, das Gescheitste. Ja, da sind noch ein paar Betten und so. Auch eine Notschlafstelle, aber im Moment, normalerweise wäre das alles besetzt. Es sind wirklich viele Villager unterwegs. Mega viel, Entschuldigung, ich muss meine Sprache ein bisschen anpassen. Aber schaut mal dort, dort ist noch eine Katze oben drauf. Was macht auch die? Ja, wir haben überall Katzen, wegen den vielen Villagers. Da habe ich so probiert, eine Creeper-Röhre zu machen, aber da kommen wir nachher nochmal drauf. Es hat nämlich nicht so geklappt, wie ich wollte. Die Fabrik, unser Herzstück, wo natürlich alles voll mit Farmen ist. Da ist unsere Wollenfarm, da ist unsere Chicken Farm, die funktioniert. Und da hat es einfach von jeder Wolle hat's ein Schaf. Das wird automatisch abgeschert. Was man jetzt halt nicht sieht, ist, unsere Kisten sind total überfüllt. Also sogar die Hoppers gibt Rückstau, im Minecart selber gibt es Rückstau. Ich habe jetzt gerade heute ein paar Wollenblöcke in meinen Shop gebracht. Unser Shopping District. Da hat es einfach noch mehr Farmen. Sugarcane. Und auch da haben wir irgendwie eine Katze drin. Ich frage mich nicht wie. Ja, komm raus. Komm doch. Ja, dann halt nicht. Sie fühlt sich wohl dort und es ist unsere Zuckerkatze. Da ist eine Basaltfarm. Wir können auch 5 Blöcke nehmen, es wäre fast noch ein bisschen besser, aber so muss man immer eine Pause machen. Es langt für den Moment. Kürbis, Wassermelone, das ist so die simpelste, die ich kenne eigentlich, also die effizienteste auch, die finde ich recht toll. Dann von dort kommt eben das ganze Gemüse rein und dort gibt es auch schon Rückstau. Da ist alles gefüllt mit Herdöpfel, Randen, Brot, Samen. Die Samen müsste ich eigentlich mal irgendwie rausfiltern und wegschmeißen, aber ja. Wenn ich Zeit habe, dann machen wir das Inventar voll. Ja, da bin ich jetzt gerade irgendetwas am Umsortieren. Ich bringe es aber nicht recht her, weil die ganzen Rüebli gehen dann an die leeren Plätze und ich hasse das. Ja. Okay, wieso sieht man die Villagers nicht? Strange. Auf jeden Fall, da wären überall Villager. Da ist ein Farmer. Siehst du, jetzt ist gerade die EP gekommen. Jetzt tue ich noch meinen Pickel ein bisschen menden, reparieren. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ja, jetzt sieht man es. Dort vorne sieht man es. Ja, whatever. Ich muss dann noch ein bisschen rumprobieren, wenn ihr Tipps habt, gerne in die Kommentare schreiben. Ja. Auf jeden Fall haben wir es auch zombifiziert, aber nur einmal. Und auch da finde ich, ist mir die Arbeit nicht wert, weil bei dem Typ, den wir jetzt nicht gesehen haben, kann man für 10 Emeralds eine komplette Dia-Rüstung holen. Sorry, ich brauche nicht für 4 Emeralds, da spielen mir die 6 überhaupt keine Rolle mehr. Und ja, da gehen wir einfach noch all die Zauber durch, die so ein bisschen dazugehören. Genau. Protection, Efficiency. Das ist eigentlich Efficiency 5, aber jetzt bestätige es noch. Die hat gesagt, ja, ist Efficiency 5, gell? Eben. Ja, was braucht man mehr, weißt du? Ich habe da alles komplett. Ich habe bis jetzt noch nicht mal bin ich fertig verzaubert. Ich habe nur meinen Helm fertig verzaubert, weil ich einfach so viel zu tun habe immer. Immer 3000 Sachen am Laufen. Da habe ich auch eine kleine Pilz-Kaktusfarm. Es langt. Ich habe jetzt auch einfach aufgebaut und seit ich das letzte Mal reingeschaut habe, sind 3 Stacks drin. Was brauche ich mehr? Genau, was haben wir noch? Die Creeper Farm, die ich neu gebaut habe, aber die gefällt mir noch nicht, weil
Ich habe keinen guten AFK-Spot. Ich bin zwar 128 Blöcke aufgeflogen. Man sieht es gar nicht. Ich kann nur irgendwie für die Aufnahme nur irgendwie 5 Chunks loaden. Genau. Perfekt. Nein. Sorry, ich musste husten. Dort bin ich den Berg am Abtragen. Einfach weil, dass man unsere Stadt ein bisschen besser sieht auf der Live-Map. Ja, das mache ich, wenn ich wirklich nichts anderes zu tun habe. Und das ist leider selten. Dass jetzt unten durchgehen. Und dann da raufspülen. Überspülen. Aber irgendwie funktioniert es einfach nicht. Da habe ich meine Mauer angefangen. Also was heisst angefangen? Da ist das Design entstanden. Und da habe ich auch die ganzen Materialien gelagert. Da bin ich das letzte Mal, vorgestern oder so, habe ich das weitergemacht. Darum ist immer noch die Erde dort. Genau. Meine Oak Farm, das ist nicht schön Oak Farm, aber ich pflanze es einfach, holze es ab, fange wieder von vorne an. Dann mache ich im Städtesystem mit, also Barovia ist angemeldet auf dem Server. Jetzt komme ich dann bald mal Bescheid über, wie das ist mit der Fernreisestation, dass die Leute direkt schnell dahin reisen können. Da haben sie nämlich da einen NPC drin, wo man damit kann reden und sagen, ich will jetzt in Osten, Norden oder in die Hauptstadt zurück. Ja, es sollte eine Kutsche sein, die von 4 Pferden gezogen wird. Ich habe es nicht besser hergebracht. Was man noch machen könnte, wäre Lodestones anstatt so Kugellager oder so, keine Ahnung. Genau, das ist unsere Burg. Gleichzeitig auch unser Lager. Es fehlt noch ein bisschen oben drauf, aber es ist am Entstehen. Und da gefällt mir der Kontrast besonders gut. Oben dunkel und rauchig und da unten farbige Axolotl in einem tropischen Aquarium, das noch viel, viel grösser wird irgendein ist. Hallo. Und dann da ein Enchanter. Und da werden dann eben die Creepers grilliert. Und auch da der Kontrast, ihr seht die Regenbogenwand, ich zeige sie nachher nochmal geschwind. Genau dort, das ist einfach ein Kontrast zu oben. Da unten ist kunterbunt und freudig und ja, einfach schön farbig und hell und freundlich. Und dann ist man oben wieder im traurigen Alltag. Ah ja, ich habe noch ein paar Fahnen probiert. Genau. So. Da hat es noch einen Seitenturm gegeben. Aber da fehlen noch so ein paar Höhen. Und jetzt zeige ich euch dann noch die Insel, wo unser Shopping District ist. Und da vorne sieht es schon ein bisschen befüllt aus. Jetzt zeige ich noch Timelapse. Genau. Ich höre gerade aufschnurren. Einfach, wenn ich das Dach mache. Bis nachher.
Jawohl, während der Exodus aus der Vergangenheit Timelapse da gemacht hat, bin ich schon mal daher geflogen. Das ist gerade vor der Hauptstadt Valmar. Ich habe mir da überlegt, ich baue einen Baum, weil ich möchte gerne Holz verkaufen und mich selber. Also meine Zeit und so zum Auftrag machen. Ich habe in letzter Zeit aber wenig vorige Zeit gehabt, um das zu verkaufen. Ja, mir gefällt es einfach mega. Leider ist gerade nebendran ein anderer Shop entstanden, wo auch ein Baum geplant war. Andererseits, ja, sie gehen noch gut zusammen, aber es sind doch verschiedene Stile. Ja, egal. Da drinnen verkaufe ich einfach wirklich nur Holz und noch ein bisschen Farbe und Eisen und es wird immer etwas mehr dazukommen, wenn ich sehe, es fehlt etwas. Und da habe ich jetzt gerade einiges verdient. Also ich glaube insgesamt habe ich 4 Diamanten und 640 Schokitaler verdient. Was man mit dem machen kann, sehen wir nachher noch. Im Moment noch nicht so viel. Aber ich bin jetzt einfach alles am Plündern. Die einen sagen, das ist viel zu teuer, aber ich verdiene immer noch. Also ich lasse mal. Solange noch jemand dafür zahlt, warum soll ich es billiger machen? Nur, dass mehr dafür zahlen und ich noch mehr Arbeit habe. Nein. Meine Zeit ist was wert. Wenn du willst, das Zeug kaufen, dann kauf's. Und wenn nicht, ja, dann nicht. Alles okay. Genau, da tue ich jetzt gerade mein Zeug versorgen, das ich bekommen habe. Und ich wollte eigentlich meine reichen Sachen zeigen, aber da ist vor allem sind meine Platten drin und meine Reserveraketen. Mein Silk-Touch-Pickel ist noch da drin, aber das ist meine wichtigste Kiste wegen der Platten. Wenn irgendwo die goldene Kiste rumsteht, dann bin ich am Musik hören. Und es war schon cool, als wir da alle zusammen waren, am Shopping District bauen. Es war wirklich so ein Hype, jeder war irgendwo am Bauen, wir sind überall zusammengekommen. Es war mega cool und ich habe einfach meine Platten abgespielt lassen. Keine Ahnung, ob es die anderen cool gefunden haben. Mir hat das mega gefallen. Das ist Valmar, das ist von einem Team gebaut worden. Ich weiss nicht mal viel darüber, aber bevor der Server aufgegangen ist, ist das schon gebaut gewesen. Und jetzt eben, was ich weiss, ist, da ist der Lizenzo. Der Lizenzverleih, der heisst wirklich Lizenzo. Da kann man diverse Lizenzen kaufen. Leider sind es erst 3 und die haben so damit zu tun, dass man, wenn man zum Beispiel auf einen Acker steht, dass dann das Zeug nicht kaputt geht oder dass man wieder Bäume berinden kann. Ja, sie wissen selber auch nicht, wie sie es nennen sollen. Und Bank. Ich zahle jetzt da gerade meine 600, man könnte noch Schalkers her tun, falls man es vergisst rausnehmen vorher. Da tut man es einzahlen und dort hinten dran, eine Jockey-Tafel ist 10 Taler wert, der Taler ist 1 wert, der Schoki-Has ist 100 wert und der Schoki-Kartus, das ist glaube der Server-Inhaber oder einer der Inhaber oder der Inhaber von Swiss SMP, ich weiss es nicht so genau, sorry. Auf jeden Fall gönne ich mir jetzt einen Schoki-Kartus, da ist er, wunderschön, das kommt mir daheim gerade an die Küchenwand. Ist 1000 Taler wert. Ich hätte mir auch einen zweiten holen können, aber ich habe gefunden, komm, so fest muss ich nicht angeben. Und da gibt es einfach wirklich mega viel zu entdecken. Also das meiste ist noch nicht implementiert, das wird kommen. Er ist relativ neu, der Server, der ist erst... Wann ist er aufgegangen? Vor 2 Monaten? Januar eigentlich. Ja. Da gibt es die Schiessanlage. Ich habe jetzt gerade gelesen, dass es noch nicht implementiert ist und das ist eben bei recht vielen wieder so in der Stadt. Ja, jetzt gehen wir noch geschwind zu etwas, was ich gebaut habe. Da habe ich einen Bahnhof gebaut. Ich finde es eben auch schade, mit dem Elytra fällt das alles weg. Aber falls mal jemand neu auf dem Server ist und das Minenwägeli hat, kommt man da direkt zu mir heim. Nicht zu mir, zu uns heim. Genau, und da kommt man noch zum Knott heim. Die anderen 2 Routen sind immer noch frei und ich glaube, das wird auch niemand mehr machen, eben wegen dem Elytra. Ich finde es auch schade. Aber so ist es halt, das Spiel. Pferd und Minenwägeli und so grosse Bahnen sind eigentlich fast nutzlos geworden. So ist das halt. Mit Fortschritt. Da ist noch unsere Bademeisterin. Wunderbares Bad. Die
die den Skin von dieser Bademeisterin noch kennen, sie ist jetzt mit mir am Stadtbauen und auch aus einem Video vor 8 Jahren hat sie, glaube ich, schon mal mitgemacht. Genau. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, wer das ist. Das ist der Hafenbereich. Meiner Meinung nach der wichtigste Bereich, weil da ist die Fernreisestation. Von dieser Fernreisestation, eben das ist einer von den NPCs, wo man sich mit genug Arbeit kann zu sich heimholen kann. Wenn man eine Stadt macht mit gewissen Sachen, Voraussetzungen, Mauern und so, dann kommt man so einen NPC über, einen Reiseleiter. Und der bringt einem dann in verschiedene Gebiete auf dieser Welt, aber auch in die Farmwelt. Und es gibt jetzt so einen Spawn, wo man wieder sich an neue Orte teleportieren kann. Zum Beispiel in den Dschungel, wenn man Dschungelholz farmen. Oder in die Wüste, wenn man in die Wüste will, Sand farmen. Genau. Und jetzt gehen wir einfach mal wieder heim. Da seht ihr, wie nah das eigentlich ist oder wie weit. Und ja, weil ich eben die Renderdistanz recht runter. Ja, sehe ich nicht viel und fliege recht gefährlich umeinander, aber was willst du? Sorry fürs Heisern, sorry fürs Ungewohnte. Ich bin ein bisschen ausser Übung, aber ist okay. Ich mache es immer noch gern. Wenn jetzt kommt die Frage an euch, schreibt mir bitte unbedingt in die Kommentare, ist es das wert? Ist es das wert, dass ich da mir 3 Abende lang das Zeug geschnitten, gerendert, Kameraführung gemacht habe? Würdet ihr das wieder schauen, wenn ich so ein paar Sachen aufnehmen würde? Einerseits vom Server oder halt eben auch ein Einzelspielermodus. Vielleicht dort ein paar Videos wieder machen. Würde sich das lohnen für mich? Schreibt mir es bitte unbedingt. So, ich hänge jetzt noch den Schoki-Kartus auf. Ja, aber richtig muss er schon sein. Schoki-Hase kommt in die Kiste. So. Also, ich gehe jetzt noch geschwind in meine Geheimkammern runter. Ich gehe noch meinem Guardian anbeten. Nein, eben. Schreibt mir es bitte. Die bleiben wollen und noch den restlichen Timelapse von der Mauer schauen, viel Spass und sonst tschüss zusammen. Hat mich gefreut. Euer Exodus 19. Schaut da, meine Kiste mit Musik. Immer Musik dabei. Ciao, ciao.